Salut zusammen, ich bin nicht der Lionel und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von Swissinfo. Der Lionel ist ja im Moment mit seiner Klasse unterwegs und darum gibt es jetzt mich. Ich bin der Mr. Elia und wie man hört, kein Basler, sondern zu 100% ein stolzer Berner. Also wird es jetzt ein bisschen langsamer. Was? Nein, warte schnell. Okay, nein, warte, jetzt stell ab, du hure Scheiß, Mann. Okay. Misterelia. Ah nein, warte, noch ein paar Bubis, damit ich auch wirklich eine Aufmerksamkeit habe. Ich mache jetzt den Ersatz für den Lionel. Die nächsten Swissinfos werden aber natürlich wieder mit ihm sein, also keine Angst, ihr bekommt euren heißgeliebten Lionel wieder zurück. Aber genug gelabert und los mit der Swissinfo. Am 18. Oktober wird ja bekanntlich das Parlament in der Schweiz neu gewählt. Ich meine, das merkt man ja so überhaupt nicht. Es hat einfach alle 10 Meter Politiker, die immer anlachen. Somit ist es natürlich verständlich, dass es langsam ein paar Leute gibt, die sich über das aufregen. Was schaust du, Mann? Ich für meinen Teil muss sagen, dass es mich manchmal schon ein bisschen nervt, wenn man morgen im Bahnhof Bern 3 Äpfel in die Hand gedrückt bekommt, bevor man überhaupt sagen kann, dass man noch gar nicht wählen darf. Aber was meint ihr? Stört euch das oder juckt euch das sowieso schon lange nicht mehr? Schreibt mir das doch in die Kommentare. Die amerikanische Fastfood-Kette Dunkin' Donuts kommt endlich in die Schweiz. Für alle, die das nicht kennen, Dunkin' Donuts ist eine Backwarenkette, die hauptsächlich Donuts und Bagels verkauft. Jetzt hat es einen Sonnenabgang gemacht. Bis jetzt haben wir Schweizer immer nach Deutschland oder Österreich müssen reisen, um in Genuss von diesen vorzüglichen und auch gar nicht ungesunden Donuts zu kommen. Starten sollte das Ganze noch dieses Jahr in Basel und in den nächsten 7 Jahren sollten bis zu 30 Filialen in der ganzen Schweiz eröffnen. Was meint ihr dazu? Brauchen wir das eher weniger und sind sowieso schon genug fett oder feiert ihr es genauso wie ich? Weil ich meine, das sind Donuts, die haben ein Loch und die sind so geil. Das SVP hat mal wieder einen Skandal. Und zwar ist im Musikvideo zum Song Welcome to SVP eine Tänzerin gesehen, die auf ihrem T-Shirt das 88 drauf hat. Und wenn du jetzt denkst, dass das Skandal schon fertig ist, dann hast du nämlich vollkommen recht. Aber es wäre ja kein Swissinfo, wenn man euch nicht aufklären würde. Wenn man nämlich mal schaut, was der 8. Buchstabe im Alphabet ist, dann ist das A, B, C, D, E, F, G, H. Und somit steht das 88 für HH und HH bedeutet ja so viel wie Heil Helvetia! Nein, okay, ich weiss, das war nicht lustig, es steht für Heil Hitler, ich glaube, es hat jeder kapiert. Und dann alle im Internet geht so, oh mein Gott, steht jetzt die SVP doch noch mehr rechts als sonst schon? Ich weiss nicht, ob man wirklich so ein Zeug daraus machen muss. Ich meine, ich habe auch mal ein T-Shirt angehabt mit einem 88 drauf und bin darum noch lange kein Neonazi. Aber da die SVP bekanntlich wenig im Zufall überlässt, wenn es um ihre Wahlkampagne geht, kann es entweder sein, dass es niemand gewusst hat, dass 88 ein bekanntes Neonazi-Symbol ist, oder dass man es absichtlich dort platziert hat. Sollte man das jetzt ernst nehmen oder nicht? Was meint ihr? Schreibt es mir doch in meine Unterhosen. Haha, so lustig. Im Moment sind Betrüger im Raum Zürich unterwegs, die absichtlich SBB-Billigautomaten manipulieren. Hierfür wird die Notenausgabe absichtlich verstopft, sodass bei Rückgabe Noten hängen bleiben und dann auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung kommt. Wenn ihr also zum Beispiel ein Billett kauft für 8 Franken und mit einer 20er-Note zahlt, bekommt ihr zwar 2 Franken zurück, die 10er-Note bleibt dann aber hängen. Entfernt man sich dann vom Billigautomat, schlägt er die Täter zu und nimmt die hängengebliebene Note mit. Sollte es also euch mal passieren, müsst ihr unbedingt beim Automaten stehen bleiben und dann entweder eine Polizei anrufen oder eine andere Person zu bitten, die Störung schnell zu melden. Der Lionel hat jetzt noch so praktischerweise geschrieben, dass er gerne noch das Thema drin hat. Das ist wirklich so spontan wie nichts. Ich habe jetzt nicht vorbereitet auf das, aber ich will das jetzt schnell spontan reinballern. Lieber Lionel, willst du deinen Zuschauern etwas mitteilen? Hallo Leute, ich habe das grosse Glück für während der Zeit, als ich in Barcelona bin, jemanden gefunden zu haben, der sich tatsächlich bereit erklärt hat, einen Gastupload zu machen. Schaut bei ihm auf jeden Fall mal vorbei und schaut vielleicht auch auf Insta und auf meinem zweiten Kanal vorbei, falls ich es dort schaffe, irgendetwas aus Barcelona aufzuladen. Und ansonsten genießt den Tag und genießt die Swissinfo. Tschüss! Tschüss! Und zwar hat mir der Lionel jetzt geschickt, dass es im Nationalratssaal einen Flashmob gegeben hat, wo während der Rede plötzlich alle aufgestanden sind und haben angefangen Schweizer Lieder zu singen. So ist es voll geil eigentlich. Ordre du jour. So, das war es mit der 31. Swissinfo. Hier nochmal ein grosses Dankeschön an Lionel selber, dass ich einspringen durfte. Und wie gesagt, er wird euch dann wieder die nächste Swissinfo frisch und aufbereitet.
präsentieren. Wenn ihr einen guten Ersatz abgegeben habt und euch die Swiss-Info trotzdem ein bisschen gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben und damit tschüss! Das soll ich schon immer mal sagen.